So gut, euch zu sehen. Guten Morgen miteinander. In Griechenland hätte man gesagt, Kalimera. Guten Morgen. Hosea, die wohl ungewöhnlichste Liebesgeschichte der Bibel. Heute Teil 2, Herzschmerz von Gott. Die Liebesgeschichte von Hosea, wir haben es am letzten Sonntag den Einstieg gehabt, von einer fantastischen Predigt. Das ist wirklich eine verrückte Story. Wo und wann ist in der Bibel ein Mann beauftragt worden, eine Frau zu heiraten, von der alle gewusst haben, dass sie fremd geht und untreu ist. Wir lesen Hosea 1, 2a. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, befahl er ihm, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Was für ein Auftrag, ganz dicke Post, oder nicht? Jetzt, Hurerei wird bei den Propheten im Ersten Testament, im Alten Testament meist aber im Zusammenhang mit dem Weglaufen von Gott und der Hinwendung und Anbetung von fremden Göttern gebraucht. Wir wissen also nicht genau, ist die Frau wirklich körperlich fremd gegangen oder hat sie sich anderen Göttern an den Hals geworfen. Spielt da keine Rolle. Wie auch immer, Gott wählt ein krasses Bild, um seinem Volk seinen tiefen Schmerz zu zeigen über den Entgleisungen, wo es mitten drinnen ist. Er will seinem Volk vor Augen führen, wie fest ihn die Untreue schmerzt. Das Bild von Brut und Bräutigam kommt ja immer wieder in der Bibel. Von Mann und Frau, wo Gott sagt, dass wir sein Volk sind, wie eine Brut und er der Bräutigam. Sogar ganz am Schluss von der Offenbarung in Kapitel 22, 17 kommt das Bild nochmal, was heißt: Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, der soll ebenfalls sagen, komm. Zum Schluss von der Offenbarung sehen wir, wie die Braut mit dem Bräutigam ruft, komm. Wie die Gemeinde zusammen mit Christus ruft, komm zu Gott. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Wie gross der Schmerz von Gott ist, darüber redet das ganze Buch Hosea im Gleichklang, im gleichen Schritt mit allen anderen Propheten. Ein paar Fragen tauchen auf. Warum zeigt Gott sein verletztes Herz mit einem so einem krassen Bild von Hosea und von Gomer? Warum lässt Gott sein Volk nicht einfach los und wendet sich ab? Warum ringt Gott um sein Volk um Wiederherstellung? Warum schützt er sich nicht, wie die Menschen das machen, wenn sie verletzt werden von jemandem? Wir wollen ja nicht nochmal verletzt werden, also schützt man sich und geht den anderen Weg. Warum lässt Gott nicht los? Warum geht er nicht den anderen Weg? Warum schützt er sein Herz nicht? Bevor wir über das reden, was Gott seinem Volk und den Menschen seiner Zeit vorzuwerfen hat, müssen wir zuerst fragen, zu wem redet denn Gott oder Hosea überhaupt? Was sind die Ansprechpersonen? Es sind 4 Gruppen. Einerseits redet Gott zur Nation Israel, zum Volk Israel. Das ist die erste Adressat. Das ist für uns ein bisschen speziell im Neuen Testament. Wir reden immer, ich bin errettet, ich bin Gott wichtig. Das ist wahr. Aber Gott redet nicht nur zu Individuen, sondern er redet auch zu ganzen Nationen bis zum heutigen Tag. Dann redet Gott durch den Propheten auch zu geistlichen Leitern. Dann redet er auch zu politischen Führern und schlussendlich redet er zu Einzelnen. Wir werden, wenn wir schauen, was Gott vorzuwerfen hat, die verschiedenen Gruppierungen, die Kreis im Auge behalten. Was wirft jetzt Gott einzelnen Gruppen vor? Was schmerzt Gott wie Messerstich ins Herz? Messerstich 1. Messerstich 1 ist weg von Gott auf der Suche nach Sicherheit. Weg von Gott auf der Suche nach Sicherheit. Ich schlage die Bibel auf, Hosea 7, 8 bis 11. Ephraim mengt sich unter die Völker. Ephraim ist wie ein Kuchen, den niemand umwendet. Fremde fressen seine Kraft, doch er will es nicht erkennen. Er hat auch graue Haare bekommen,
doch er will es nicht bemerken. Und der Hochmut Israel spricht gegen sie. Dennoch bekehren sie sich nicht zum Herrn. Ihrem Gott fragen auch nicht nach ihm in diesem allem. Denn Ephraim ist wie eine Taube ohne Verstand, die sich betören lässt. Jetzt rufen sie Ägypten an, dann laufen sie zu Assur. Führer von der Nation Israel vertrauen in Bezug auf Sicherheit und Versorgung ihrem Gott nicht mehr. Sie suchen das Bündnis mit anderen Nationen. Zwar werden sie fündig in anderen Nationen, aber doch immer wieder funktioniert es nicht und darum wechseln sie die Nationen. Dabei wollen sie nicht wahrhaben, was Gott sagt, dass die Nationen, die Herrscher von diesen Nationen, durch die Bündnis ihre eigene Kraft auffressen. Ein krasser Text. Ein krasses vor Augen führen, was los ist. Auf der Suche nach Versorgung und Sicherheit heute, ich wage anzufügen, könnte es sein, dass die schrecklichen Ereignisse im Nahen Osten, die absolut unverständlich und uneinordnbar sind, auch ein Weckruf könnten sein für das Volk Israel, das weitestgehend ihren Gott verlassen hat. Ein Weckruf, wo Gott auch ruft, was vertraut ihr auf eure Armee, auf eures alles Können. Kommt zurück von mir und vertraut mir in dieser schwierigen Zeit. Wer weiß, vielleicht ist das gerade auch mit ein Weckruf von Gott an seine Nation heute. Die Frage ist, wo suchen wir heute nach Versorgung und Sicherheit? Das ist für Länder, Nationen eine grosse Frage. Wir sehen, wie Nationen wechselnde Bündnisse eingehen, die schlussendlich trotzdem wieder auseinandergehen. Spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist klar, was Bündnisse wert sind. Man hat doch so vertraut, die wirtschaftlichen Bündnisse mit Russland, da kann ja gar nichts mehr passieren. Was gestern Sicherheit und Friede war, ist heute Makulatur, zerbrochen. Wo suchen wir Schweizer als Nation unsere Sicherheit? Wie wäre es, wenn bei aller Vorsorge und Zusammenarbeit, die ein Staat muss regeln, wir wieder mehr uns ausrichten auf unseren lebendigen Gott und unsere Sicherheit, unsere Versorgung beim lebendigen Gott suchen. Das könnte so ein Weckruf sein an unser Land. Aber wo suchen wir persönlich als Einzelne Versorgung und Sicherheit? Wir brauchen Versicherungen, das ist klar. Aber wir in unserem Land, was uns so gut geht, wir haben so viele Absicherungsmöglichkeiten. Wir sichern uns überall ab, wo es nur irgendwie möglich ist. Und die Frage ist, wo bleibt Gott? Wo brauchen wir ihn überhaupt noch? Wo ist unsere Sicherheit? Müsste Gott uns vielleicht auch sagen, du investierst so viel, wo du überall deine Sicherheit suchst. Dabei frisst das deine Kraft, deine Finanzen weg, wo du auch für etwas anderes könntest brauchen. Der erste Messerstich ist weg von Gott auf der Suche nach Sicherheiten. Es gibt noch einen zweiten Stich ins Herz von Gott. Zweiter Messerstich. Der zweite Messerstich heisst flüchtige Anbetung und fehlende Liebe. Ich lese wieder Hosea 6 ab Vers 4. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Denn eure Liebe ist wie eine Morgenwolke und wie ein Tau, der frühmorgens vergeht. Darum schlage ich sie durch die Propheten und töte sie durch die Rede meines Mundes, und damit mein Recht wie das Licht hervorkommt. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Die Anbetung von Gott geschieht zwar noch, aber es wird verglichen wie mit einem Morgentau. Am Morgen betet sie Gott an
Sobald aber dann der Tag kommt, beschäftigt sie andere Sachen und die Anbetung vergeht wie ein Morgentau. Sie suchen die Erfüllung an einem anderen Ort. Sie lieben andere Sachen. Sie beten andere Sachen an. Das Volk hat zwar immer noch Opfer gebracht, so wie es die Norm, die Religion verlangt, aber dahinter ist keine Liebe. Dahinter ist das Herz nicht. Dahinter ist tote Religion. Und Gott sucht doch als Bräutigam seine Brut. Er sucht doch Liebe und er sucht nicht Religiosität oder das Halten von religiösen Geboten. So die Situation seiner Zeit. Flüchtige Anbetung, fehlende Liebe heute. Ist das nicht auch heute in Kreisen von Ultraorthodoxen in Israel genauso? Würde auch Gott auch sagen, dass er so ein Messer in seinem Herzen spürt? Die Ultraorthodoxen, die gleichen den Pharisäer und Sadduzäer, wo Jesus schon sagt, dass ihr Herz so weit entfernt ist. Dass sie zwar so viel Religiosität machen, aber das Herz ist mega weit weg. Aber lassen wir uns als Kirche und Einzelne die Frage fallen, wie ernsthaft und nachhaltig unsere Anbetung und unsere Liebe zu Gott wirklich ist. Ist es wie der Tau, der am Sonntagmorgen fällt? Ist es am Sonntagmorgen, wo wir ab und zu in den Gottesdienst kommen, so modern gesagt ein One-Night-Stand? So einmal im Monat oder vielleicht zweimal oder vielleicht sogar viermal. Aber dann kommt der Sonntagnachmittag und alles ist wieder vorbei. Dann kommt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und alles ist wieder vorbei. Gott sucht nicht One-Night-Stands. Gott sucht beständige Liebe. Er will mit uns eine Freundschaft pflegen. Der Prophet Jeremia hat sogar den Auftrag, dem Volk zu sagen, schaut mal bei den Heiden an. Die wechseln ihre Götter weniger als ihr. Könnte es sein, dass Gott heute würde sagen, schaut mal zu den Buddhisten und den Hinduisten. Wie ernsthaft, dass sie die Religion nehmen. Eine tote Religion. Lernt von ihnen. Vielleicht kehrt ihr dann wieder um zu mir und erinnert euch daran, was ich euch wirklich bedeute. Keine schönen Anschuldigungen, die da drin sind. Und wir versuchen uns zu fragen, wo finden wir uns als Nation, wo finden wir uns als religiöse Führer und wo finden wir uns als Einzelne auch wieder da drin. Es gibt noch einen dritten Messerstich. Das ist der moralische Zustand vom Volk. Hosea 4, 1-2. Hört ihr Kinder Israel das Wort des Herrn, denn der Herr hat Grund, die zu schelten, die im Land wohnen. Denn es gibt keine Treue, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes im Land, sondern Gotteslästern, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen hat überhand genommen und eine Blutschuld folgt der anderen. Das ist erst eine kleine Auswahl von diesen Vorwürfen, die der Hosea im Auftrag von Gott seinem Volk machen muss, über den moralischen Zustand. Die einzelnen Punkte wie Gotteslästerung, Lügen, Morden, Stehlen, Ehebrechen erinnern uns an die 10 Gebote, die da offenbar mit Füßen getreten sind und übertreten werden oder ignoriert werden. Das ist leider in der Geschichte von Israel immer wieder so gewesen, dass wenn Gottes Erkenntnis geschwunden ist, dass dann auch der moralische Zustand runter ist. Können wir durch die ganze Geschichte durchschauen von Israel. So oft der moralische Zustand runter ist das parallel gewesen oder die Antwort auf mangelnde Gotteserkenntnis. So wie es Gott da schon durch den Hosea seinem Volk vorwirft. Moralischer Zustand heute,
Ja, gerade in den letzten Jahren ist in Israel mangels Gotteserkenntnis genau das wieder geschehen. Die höchsten Politiker, die korrupt sind, bis weit runter die verschiedensten Firmen und politischen Verantwortlichen. Ja, da wo Gotteserkenntnis weggeht, auch heutzutage, da folgt der moralische Zerbruch. Da bröckelt es ab. Unsere Gesetze in der Schweiz sind auf die 10 Gebote gestellt. Aber je mehr wir uns von Gott entfernen, je mehr bröckelt das ab. Das Bild von Hosea und von Gomer zeigt, wie gross Gottes Schmerz über den Zustand vom Volk ist. Und ich stelle die gleichen Fragen einmal wie am Anfang. Warum lässt Gott sein Volk nicht einfach los? Warum ringt er mit dem Hosea und allen anderen Propheten so sehr um sein Volk? Warum schützt er sein Herz nicht von diesem Messerstich, von dem Schmerz? Warum wendet er sich nicht ab, dass er nicht mehr verletzt wird? Warum bringt er sich nicht in Sicherheit? Warum hebt er an seinem Volk fest? Wieso hebt er an uns fest? Viele Stellen der Bibel geben uns eine Antwort. Ich habe eine davon ausgewählt. Das ist Römer 11, 29. Dort steht, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Wenn Gottes Volk Israel erwählt hat, so kann er nie das bereuen. Er wird nie aufhören. Er wird es nie auf die Seite tun. Er wird es züchtigen. Er wird, weiss ich was, auch manchmal zulassen. Aber nie wird er die Berufung aufgeben. Oft sagen die Leute, ja, wir Christen, das Israel, und Israel ist nichts mehr. Aber Gott hat sich so mit seinem Volk zusammengebunden. Er hat sich so versprochen dem Abraham, dass er wird treu bleiben. Und darum ist es entscheidend zu wissen, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das steht im Römerbrief, Kapitel 11, dort im Zusammenhang mit dem, was der Paulus sagt, das Volk Israel ist und bleibt Gottes Volk. Aber auch wir, wo wir zu Christus gefunden haben, dürfen zu dem Gottesvolk gehören. Unsere Wurzeln sind im Volk Israel. Unsere Wurzeln sind im Ersten Testament. Unsere Wurzeln sind in den Versprechungen, die der Abraham bekommen hat. Und darum ist auch für uns klar, egal wie weit weg wir uns bewegen von unserem Gott, egal wie viel das mangelt in unserem Leben, egal was du jetzt gerade vernommen hast, was dich könnte betreffen, Gott gereut es nicht. Seine Berufung. Er freut ihn nicht, dass er dich und dich gerufen hat. Was für ein Geschenk, dass ich mit Christus unterwegs sein darf. Was für ein Geschenk, dass ich ein Sohn vom Allmächtigen sein darf. Was für ein Geschenk, dass du eine Tochter vom Allmächtigen sein darfst. Und Gott betont immer wieder, ich lade dich nicht. Ich habe einfach etwas, was ich mache. Ich rufe dir zurück. Du kannst mich verletzen, wie du willst. Es macht mir weh. Gott ist doch nicht egal. Gottes Herz blutet doch. Aber du wirst ihn nicht los, weil er hebt fest an dir. Weil du zu seiner Brut gehörst und er der Bräutigam ist. Im Hosea 6, 1-2 gibt es ein Gebet. Wir werden das noch miteinander anschauen zum Schluss. Es heisst dort, und wir lassen es gerade ein bisschen stehen hier vorne: Kommt, wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren. Er hat uns in Stücke gerissen, aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns mit seinen Schlägen verwundet, aber er wird unsere Wunden verbinden. Nur noch 2 Tage, dann wird er uns wieder Kraft zum Leben geben. Am 3. Tag wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seiner Gegenwart leben können. Ganz spannend ist der letzte 2 Ziele. Nur noch 2 Tage, dann wird er uns wieder Kraft zum Leben geben. Jesus Christus war 2 Tage im Grab.
2 Tage ist keine Lebenskraft mehr da gewesen. Am 3. Tag wird er uns wieder aufrichten. Am 3. Tag ist die Auferstehung gewesen. Der Text aus dem Alten Testament tut also andocken schon, schaut führen als Kreuz, wo die 2 Tage von der Ohnmacht sind. Die 2 Tage, wo alles kaputt geschienen hat. Die 2 Tage, wo alles ein Ende hat. Wo dann der 3. Tag gekommen ist. Und am 3. Tag Christus auferstanden ist. Und darum, durch den 3. Tag, durch die Auferstehung, können wir umkehren zu Gott. Auch wenn er zugelassen hat, dass Schmerz in unserem Leben entsteht. Auch wenn er zulässt, dass Krieg ist. Er macht Krieg nicht, aber zulassen doch. Das verstehen wir nicht, das können wir nie einordnen. Aber wir wissen, Christus ist auferstanden und ist der Friedenfürst. Es wäre ein Gebet, das wir beten können, stellvertretend für das Volk Israel. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren. Er hat uns in Stücke gerissen, aber wird uns auch wieder heilen. Er hat uns mit seinen Schlägen verwundet, aber er wird unsere Wunden verbinden. Nur noch 2 Tage, dann wird er uns wieder Kraft zum Leben geben. Am 3. Tag wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seiner Gegenwart leben können. Das Gebet, das wir beten, stellvertretend für das Volk Israel. Aber das Gebet, das wir auch stellvertretend beten für unsere Nation, für unsere Führer, für unsere Leiter, aber auch für uns selber. Bitte euch aufzustehen. Ich lade euch ein, mit mir zusammen, ich will das Gebet noch einmal da vorne haben, mit mir zusammen das Gebet zu beten. Und egal, ob es stellvertretend für das Volk Israel machen, mit dem Blick auf unsere Nation oder auf dich selber. Wir lesen es miteinander. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren. Er hat uns in Stücke gerissen, aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns mit seinen Schlägen verwundet, aber er wird unsere Wunden verbinden. Nur noch 2 Tage, dann wird er uns wieder Kraft zum Leben geben. Am 3. Tag wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seiner Gegenwart leben können. Allmächtige, ich danke dir für dein Wort. Auch wenn Prophet Jesaja nicht so einfach zu lesen ist. Auch wenn es so ein bisschen Mollstimmung gibt da drin. Auch wenn es in ihnen nichts zum Lachen gibt. So, Geist Gottes, lade ich dich ein, dass du uns zeigst, wo wir umkehren dürfen. Wo unsere Anbetung, unsere Liebe lau geworden ist. Wo unser moralischer Standpunkt gesunken ist. Wo wir unsere Sicherheit und unsere Versorgung auf andere setzen. Herr, du rufst uns. Du rufst uns mit einem blutigen Herz. Du rufst uns und sagst, komm, kehr um, komm zu mir. Ich habe dich dermassen lieb. Ich habe meinen Sohn geschickt, damit du leben kannst. Ich habe meinen Sohn gesehen leiden, damit du nicht leiden musst. Ich habe meinen Sohn auf die verruchte Welt geschickt, damit du in ihm heil werden kannst. In Christus ist Heil. In Christus ist Wiederherstellung. In Christus, Jesus, ist Hoffnung. Jesus, du Bräutigam, wir lieben dich. Und wir warten und halten Ausschau, gerade in diesen turbulentesten Zeiten, wo wir stehen. In diesen Zeiten, wo so viel Sicherheit und was für fix gehalten war, zerbricht, halten wir Ausschau nach dem Wiederkommen. Darum sagen wir, Jesus, komm bald mit dem Reich. Wir lesen davon in deinem Wort. Und zusammen sagen wir, mit dir, Jesus, als Brut, kommt zu dem Jesus. Amen. Dürfen wir noch mal kurz absitzen. Wenn es da innen heute Morgen Menschen hat, die noch nicht mit dem Jesus unterwegs ist, wenn du zu diesen Menschen gehörst, lade ich dich herzlich ein, heute Morgen. Jesus hebt dir deine Hand entgegen und sagt, willst du mit mir laufen? Oder willst du es allein machen? Willst du allein sein mit deiner Schuld? Willst du allein sein mit dem Versagen? Willst du allein sein mit dem Schmerz? Komm, ich hebe meine Hand hin
Meine Tür ist offen. In der Offenbarung steht, dass Christus Jesus vor der Herzenstür steht und anklopft. Er ist so demütig. Jesus rennt keine Türen ein. Wir Menschen rennen manchmal Türen ein. Jesus drückt keine Herzenstüren auf, aber er klopft an. Egal, ob du deine Herzenstür noch nie geöffnet hast, er klopft an. Egal, ob sie du wieder zugemacht hast, er klopft an. Egal, ob du deine Herzenstür verhärtet hast, er klopft an. Egal, ob du da in der Parkarena bist oder irgendwo auf der Welt im Livestream, er klopft an. Hörst du sein Klopfen? Was ist deine Antwort? Heute Morgen ist ein Morgen zurückzukommen zu Christus. Heute ist ein Morgen, seine Knie zu beugen und zu sagen, Jesus, da bin ich. Da ist mein Leben. Da will ich neu mit dir anfangen. Da will ich das erste Mal mit dir anfangen. Amen.